In unserem Berliner Studio ist jetzt Ferhat Omar von der Freien Universität Berlin. Er ist Irak-Experte. Wie symbolträchtig ist denn dieser Prozess? Ich glaube, heute muss man mindestens symbolisch als Tag des irakischen Volkes betrachten. Ich bin vorsichtig und sage ich symbolisch, weil ich nicht ganz genau weiß, inwieweit das irakische Volk alle Fäden in der Hand hat. Ein Mann, ein Tyrann, ein Despot des vergangenen Jahrhunderts, der in den vergangenen 35 Jahren Tausenden von ihren eigenen Landesleuten umgebracht hat. Ein Mann, der Symbol der Stärke war, der überall Präsenz war, heute wird vor dem Gericht stehen. Symbolisch ist ein Tag für das ganze Volk. Saddam Hussein droht ja die Todesstrafe. Allein das Massaker in dem Schiitendorf 1982 könnte dafür als Begründung ausreichen. Was würde eine schnelle Hinrichtung für die Aufarbeitung aller Menschenrechtsverbrechen unter Saddam bedeuten? Ich glaube, eine schnelle Hinrichtung des Diktators Saddam Hussein wird nicht im Sinne des irakischen Volks sein. Im Sinne des irakischen Volks wird es sein, wenn alle diese Verbrechen aufgeklärt wird, wenn die Aufarbeitung der Vergangenheit eigentlich mindestens regelmäßig geordnet wird, damit das irakische Volk die Möglichkeit hat, um zu wissen, was in Vergangenheit dieser Tyrann ganz genau getan hat. Ich sage Ihnen, er war Symbol der Stärke, ein Mann, den die Leute nicht getraut haben, seinen Namen auf der Straße zu erwähnen, ohne zu sagen, Gott schütze ihn. Und heute nennen Sie seinen Namen, ohne zu sagen, Gott schütze ihn, möchten Sie ganz gerne auch wissen, wie schwach er ist, was er alles getan hat. Nun haben die Iraker gerade erst über ihre Verfassung abgestimmt. Das endgültige Ergebnis liegt noch nicht vor, aber dieser Schritt ebnete ja auch den Weg hin zu einem neuen Parlament. Der politische Demokratisierungsprozess läuft, aber schafft es der Irak auch schon, einen rechtsstaatlichen Prozess zu führen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, heute muss man daran denken, ob ein Irak noch besteht. Ein Land, welches künstlich vor 83 Jahren geschaffen worden ist. Ein Land, der zerrissen ist. Ein Land von den Besatzern, von den Amerikanern, von der Infrastrukturseite zerstört ist, kann ich mir heute nicht denken, dass dieses Land einfach durch eine Verfassung zur Ruhe kommen wird. Wir sehen das Land im Norden, da sind die Kurden, die jahrzehntelang verfolgt waren. Sie bestehen darauf, eigentlich ihre Rechte zu kriegen. Ihre Rechte ist richtig gesagt, sie wollen Selbstbestimmungsrecht. Wir wissen, dass die Schiiten eine Mehrheit im Süden des Iraks haben. Sie bestehen auch darauf, eine Regierung der Schiiten im Süden haben. Im Zentrum des Iraks bis heute ist nicht klar, wer Macht eigentlich übernehmen wird. Sind die Sunniten, sind die Islamisten, sind die anderen kleinen Gruppierungen, die existieren. Praktisch haben wir in einem Land, welches unter Namen des Iraks heute wir verstehen, drei Einheiten, Norden, Zentrum, Süden des Iraks. Kann eine Verfassung nicht so einfach diesen Gruppierungen, die ethnisch und religiös sehr unterschiedlich sind, zueinander so einfach bringen. Die Motivation ist nicht da. Jeder denkt an sich und es ist berechtigt. Die Kurden möchten nicht gerne, dass die Vergangenheit sich wieder wiederholen wird. Und sie wissen ganz genau, eine starke Regierung in Bagdad kann sehr schnell die Vergangenheit wieder überholen. Ein schwieriger Prozess in einem Krisenland. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Ferhat Omar von der Freien Universität Berlin. Und sobald uns erste Bilder vom Prozess gegen Saddam erreichen, wollen wir Ihnen diese natürlich zeigen. Wir rechnen damit noch im Verlauf dieser Stunde. Dann werden wir aktuell und ausführlich berichten.
Ins Inland. Der neue Bundestag hat seine Arbeit aufgenommen, aber der Eklat bei der Wahl der Parlamentsspitze überschattet weiter den Auftakt. Nach dem Scheitern des Linksparteikandidaten Lothar Bisky bei der Wahl in das Präsidium hat der neue Parlamentspräsident Lammert die Abgeordneten aller Parteien davor gewarnt, auf ihren Positionen zu beharren. Er hoffe sehr, dass die von ihm angesetzte Denkpause zu einem Brückenschlag führe. Pfui und Buhrufe aus den Reihen der Linkspartei, als ihr Kandidat Bisky auch im dritten Wahlgang scheitert. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Willkommen zu unseren Nachrichten. Heute soll der Prozess gegen Saddam Hussein beginnen und wir werden ihn natürlich verfolgen. Guten Mutes soll er sein, das hat Saddam Husseins Verteidiger unmittelbar vor Beginn des Prozesses gesagt. Hier im Hintergrund neben mir sehen wir viel Grün, Palmenidylle. Die Ruhe trügt. Irgendwo in diesen Gebäuden könnte der Prozess stattfinden. Ein Prozess, der allerdings geheim gehalten wird, was die Richterschaft und den Ort anbelangt. Der einstige Tyrann also auf der Anklagebank. 2,5 Jahre nach dem Sturz des Saddam-Regimes rechnet ein irakisches Sondertribunal mit dem früheren Diktator und 7 Funktionären seines Führungszirkels ab. Zunächst geht es um ein Massaker von 1982. Ob Saddam für weitere Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird, ist ungewiss, denn ihm droht schon wegen des ersten Falls die Todesstrafe. Dies ist das Schicksal tausender Menschen im Irak, die unter der 24-jährigen Herrschaft von Saddam Hussein leiden mussten. Ab heute soll sich der 68-jährige Ex-Diktator hier in der ersten öffentlichen Vorverhandlung 2004 vor dem irakischen Sondertribunal für die Verbrechen seines Regimes verantworten. Im ersten Verfahren soll die Tötung von 143 am 8. verschwöre ein Attentat auf den damaligen Präsidenten verübt. Saddam Hussein überlebte und er rächte sich mit Hinrichtungen und der Verschleppung hunderter Unschuldiger. Dudjail ist nur eine von insgesamt 12 Anklagen, die das Sondertribunal gegen Hussein erhoben hat. Vorgeworfen werden ihm unter anderem auch der Völkermord an rund 5000 Kurden in den 80er Jahren, der Krieg gegen Kuwait 1990 sowie die Ermordung Zehntausender Schiiten 1991. Im Fall einer Verurteilung droht dem Ex-Diktator und 7 weiteren Angeklagten die Todesstrafe. Der Prozess ist auch das Thema in den Zeitungen. Mit dem Prozess beginnt eine neue Zeitrechnung für den Irak, sagt diese Frau. Wir hoffen, dass er die Todesstrafe erhält. Ein anderer entgegnet, Saddam ist ein Nationalheld, er hat den Irak geschaffen, er ist ein starker Führer. Das Land ist zerrissen, durch den Prozess könnten diese Risse noch tiefer werden, die Gewalt weiter eskalieren. Aus Sicherheitsgründen sind weder der genaue Ort noch die Zeit und auch nicht die Namen der 5 Richter bekannt gegeben worden. Schon der Auftakt heute macht klar, dieser Prozess kann lange dauern. Saddams Anwalt hat angekündigt, eine Vertagung zu beantragen. Er habe die Prozessakten später erhalten, als nach irakischem Recht vorgesehen. In unserem Berliner Studio ist jetzt Ferhat Omar von der Freien Universität Berlin. Er ist Irak-Experte. Herr Omar, wir erinnern uns ja an Bilder von Saddam Hussein unmittelbar nach seiner Festnahme bei einer ärztlichen Untersuchung. Was für Emotionen lösen aktuelle Bilder nun von Saddam Hussein bei den Menschen im Irak aus, wie wir sie jetzt in Kürze erwarten? Ich glaube, muss man daran denken, dass das irakische Volk nichts anderes haben möchte als die Gerechtigkeit. Das heißt, das gesamte irakische Volk denkt an diese Gerechtigkeit und Saddam Hussein muss für alle seine schlechten Taten büßen. Und das ist das, was das irakische Volk heute von den Bildern von der Verhandlung erwarten wird. Schauen wir uns mal die Lage im Irak an. Zwar befindet sich das Land in einem Demokratisierungsprozess, aber die Aufständischen, die sorgen täglich für Gewalt. Viele Menschen verunsichert dies. Könnte dieser Prozess noch mehr Terror zur Folge haben?
Ja, es ist so, dass das Problem des Iraks, da das Irak nicht aus einer reinen ethnischen oder religiösen Einheit besteht, wird dieser Terror wahrscheinlich weiter existieren. Man darf nicht vergessen, als die Amerikaner nach Irak kamen, brachten sie auch diese chaotischen Zustände mit. Die Infrastruktur des Landes ist zerstört. Die Amerikaner haben von dem ersten Tag nicht daran gedacht, eine irakische Regierung zu bilden. Sie hatten einige Marionetten mitgehabt. Mit diesen Marionetten haben sie später eine Regierung gebildet. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Amerikaner damals nicht dafür gesorgt hätten. Das wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Dann hätten die Iraker die Ruhe gehabt und gesagt, die Amerikaner regieren uns nicht, sondern die Iraker. Aber heute ist die Situation anders. Heute hat man keine Kontrolle, weder im Zentrum des Iraks noch im Süden des Irak. Einige Orte, wo man sich sicher fühlt, ist im Norden des Irak, in kurdischen Gebieten, in Kurdistan, wo die Kurden selbst in den vergangenen 10 Jahren für Ordnung gesorgt haben. Sie haben eben die USA schon angesprochen. Anwälte des US-Außenministeriums haben ja Richter und Staatsanwälte, die heute den Prozess führen, ausgebildet. Präsident Bush hat nun nach Auskunft des Weißen Hauses wenig Interesse an diesem Prozessauftakt. Wie wichtig könnte dieses Verfahren für die Amerikaner noch werden? Die Amerikaner haben Angst vor diesen Prozessen. Man weiß ganz genau, dass die Amerikaner selbst Anfang der 80er Jahre Saddam Hussein mit allen möglichen Waffen eigentlich versorgt hatten. Man weiß ganz genau, dass die Amerikaner Anfang der 80er Jahre der 8-jährigen langen Irak-Iran-Krieg unterstützt haben. Die Amerikaner haben Angst und Furcht davor, dass Saddam Hussein einige Wahrheiten über seine Beziehung mit Amerika aussprechen wird. Deswegen kann ich mir schlecht vorstellen, dass die Amerikaner an einen richtigen Prozess mit Saddam Hussein zu tun haben möchten. Fayad Omar, vielen Dank für diese Einschätzungen für den Moment.